Wir werden lo am Antoine Grimme am Jean-Louis Schlesser iwwer Kadererzählung schwätzen, die sich ulehnt, die inspiriert das und eine Erzählung, die an der Lützebauer Literatur weil bekannt ist, nämlich Kleines Schicksal von Joseph Funk, für vielleicht mal die Bannenerzählungen auch zu annehmen, auf dem man dann am Lauf vom Abend angehen. Das ist also eine Kadererzählung den Jaco, de Knolle, Refer, an das wie es am Text auch heißt, den dreht Munchgeschichten, die er selber nicht so richtig versteht, gelungene Sachen sind nicht. Und die gelungenen Sachen, das sind Bannenerzählungen. Und die Bannenerzählungen, für sie mal zu nennen, das Geheimnis von der verschwundenen Statuen von Lucien Tschuga, Pascal Verlaine, das Versprechen von Marc Angel, das Phantom von der Festung von Marc Angel an Indigenen, die Visite am Palais von Sabrina Kaufmann an John Resch, und schließlich Nachtblüher von Marion Dengler. An Kadererzählung als vom Antoine Grimme a Jean-Louis Schlesser erzählt a gezeichnet gin. Voilà, wir stellen erst zweimal Einfänker kurz vier, dann wissen leider auch der Böse, mit wem wir zu dienen haben. Schon mal den Antoine Grimme, du hast zu Bresel auf der École de Recherche Graphique Comiczeichner studiert, Erschaffszentrum 2016 als freischaffender Comiczeichner und Illustrator. Du hast bei 3 BD publiziert, D'Enquête um Fältchen, der Coyote am Schafspelz und Geheimnis vom verschwundenen Saal. Du hast aber auch regelmäßig in der Warte ein ganz paar historische Comics auf einer Seite publiziert und du hast die Geschichte von der Abtei Neumünster das Jahr am Internet publiziert. Voilà. Und Jean-Louis Schlesser schafft seit lange Jahren als freischaffenden Autor und als Texter an der Reklamebranche. Er hat den Roman geschrieben, La Troisième Crise. Er hat aber ein ganz rich Filmskripter geschrieben, darin die 2 Club des Chômeurs, die Frozen und Refractaire. Am Bereich der BD hat er hauptsächlich mit Marc Angel zusammen geschafft. Sie haben die Comicreihe gemacht, «The Jas», die auf eine Legende zurückgeht, aus der, die Nicolas Gret schon im 19. Jahrhundert am Sagenschatz abgeholt hat. Für das konkrete Projekt hier, Fortification, also es ist aufgefallen, dass die 3. Kehr das Kleines Schicksal illustriert wird. Kleines Schicksal aus 1934 herauskommen, und die 2. Edition von 1938, die hat 4 Zeichnungen von keinem anderen wie dem Raymond Mehlen, den zu Lützeburg die Grafik enorm weiterbrütet an seiner Zeit. 1938 hat der Cercle Artistique de Luxembourg, de Cal, eine Ausschreibung gemacht, spezifisch für Kleines Schicksal, weil sie der Meinung waren, dass la production littéraire de nos hommes de lettres gagnerait d'attrait sans aucun doute à être illustrée. Sie haben 1938 einen Preis ausgeschrieben, 2500 Franken, das war richtig viel so in dem Moment. Den ist in den Albert Kaiser gegangen, und den Albert Kaiser hat 6 Linogravüren ob Kleines Schicksal gemacht. Die Band das recht wahrscheinlich durch den Krieg verspätet 1957 herauskommen. Die Linogravüren, die können wir auch abblenden. Und ich wollte einfach fragen, ob der Rest bei diesem Projekt, ob die grafische Tradition da Beruf hat, oder ob da von ganz anderen Plätzen angefangen wird, für die Durchstellung von der Stadt Lützeburg zu machen. Tun? Also direkt Beruf nicht. Das ist natürlich die Ambiance, die besonders an den Linogravüren ja, die nächste Bilder. Voilà. Ja. Ich wollte gerade nicht das von mir. Ja, die Ambiance, die eben mit die natürlich auch am Text drin zu finden ist, bisschen düster, bisschen die Sozialkritik, das wollte man schon anhöhlen. Dafür habe ich auch eine Technik benutzt, mit schwarzen Bleistift eben, die viel Matière geht, mehr wie zum Beispiel mit schwarzer Tint. Voilà, ich meine, du hält den Zusammenhang auch ab. Okay, mir das man im Job gefallen, effektiv ob man de pur Vignetten, pur Kasen dran, wo ein bisschen einen expressionistischen Andruck hat, vor allem die eng Szenen, wo hier voll aus dem Bistro hemtrillt, wo noch von den Farben am Hintergrund bisschen an den Dr. Caligari erinnern, das, weil du auch die Schwarz-Weiß mit enger Farbe gefärbt hast, und die Farben sich dann aufwirsten, wo noch dann die verwinkelt Dekoren hat. Wo aber merkt, dass auch auf den expressionistischen Wolle ersten Drescher und dann zurückgegrafen gehen, das für BD zu machen.
Also das eng Inspiration, die ich sowieso schon bis mir lang hun dat expressionistisch an dat natürlich wird dat zum Thema immens gut gepasst. Ja, voilà. Zu den Dekoren effektiv aus mir opgefallen, dat ze immens detailliert sind. Die sind eine ganz paar die Sache, wo ihr seht, da sind Detailer aus der Stadt Lützeburg geholt gehen, zum Beispiel den elektrischen Tram, zum Beispiel eng Patrouille von der Freiwillige Kompanie, die rundherum lebt, ein paar die Glieder von der Leid, gewunnechte von der Leid, Dekore Bannen, Dekore Basen. Sind die auf Foto basiert oder wie können die dazu für genau die Stadt Lützeburg zurückzubauen, die jetzt zur Zeit, wo der Roman spielt, an den 30er Jahren Ginas? Ich meine, einerseits als die Großarbeit vom Louis gewirrscht für an seinem Szenario so Bilder auf 4 zu rufen, das hat mir natürlich immens geholfen und dann habe ich mich immens viel auf Fotos effektiv basiert von der Fotothek eben von der Stadt Lützeburg, die einen immens reichen Korpus hat. Und ja, das allermeist ist wirklich basierend op Foto von Demos respektiv heinst du überkreizt durch modernen Wühen. Was natürlich so, muss ja vielleicht ganz kurz auf die Kadererzählung angehen, weil am Mittelpunkt steht, wenn ihn sich auf den kleinen Schicksal bezählt, der Jim Steller. Muss ich vielleicht wissen, wen das war? Das war ein Süffer. Das war ein Süffer aus dem Proletariat, da wird beim kleinen Schicksal nach genannt wird, aus der innersten Schicht vom Proletariat. Und das ist eine Erzählung aus der, wie der Roman, wie an der Erzählung heißt, aus der Rumpelkammer von der Altstadt. Für was geht in sich ausgerechnet die Erzählung sichern für ein Band über die Festung Lützeburg zu machen am Kader von der UNESCO. Wir haben eng Keier an enger Region, die wir zusammen hatten, wie in dat nach konnte man, am Präsentiell, wie geheescht wird, sind wir verschieden, aber sogar über die Purregionen haben wir unsere Möglichkeiten herausgesicht, Possibilitäten herausgesicht, weil von Vierhof eng Prämisse war, eben etwas zu tun, oder die ist relativ schnell abgetaucht, eine Kadergeschichte, wo sich andere Sachen, die einzelnen Geschichten von anderen Artisten dagegen abfügen. Und ich gebe so, und das ist seiner gewisser spontane Erkenntnis von den Possibilitäten von einer Geschichte wie die von dem Member von, wenn ich so ein Proletariat, sicher als eine bestimmte Form von Proletariat, nämlich Lumpenproletariat. Ja. Am soziologischen Sinn vom Wort, ohne das stimmt etwas bewerten, aber das ist ein typischer Fall von Lumpenproletariat mit all dem, was das bedeutet, von Opportunismus und noch vielleicht eine gewisse Haltlosigkeit, weil das Klassenbewusstsein wird der einer Form von Proletariat do ass beim Lumpenproletariat net do ass. Dat hat Potenzial an den Nummer allen Zweden tun an nicht mun dat am Fong gesinn an do ass wie mir jawer op Spur burcht huet vum kleine Schicksal, dat wat Marie-Paul Jungblut, mat dem wollten ze summe schaffen, a wat die Erzählung kan huet an wat dann die Idee an Gespräch brucht huet an dummer gedurcht dat wär en gut Möglichkeit fir op der Schiene weiterzufuhren, anebe just sein den Delirium, den da vun Zeit zu Zeit huet, wo dat an Kette geht, wo dann egal wat ka gedreemt gin an dat mat dem egal wat war auch wichtig. Weil mir wusste ja, dat ganz viel Temperamenter a Welten her no gifen rakommen, also mis schon es ziemlich delirantes Sinn vun Himmel ausgesinn, wat dann do gif passieren. An schon awer ich will so schon natürlich as die große Inspiration as die Erzählung vom Punkt gewircht me ich menggen da selber schon ziemlich gebaut und selber bisschen eloigniert von der Vierlach. Justement, bei den awer Kasoen de Jaco wie en Hai heescht, wéi de im Steller an der Erzählung e Knollerefer geht den Honschissi opgreifen, fir en Donno an der Hänschefabrik ze gin, ofzegin, an dummer de verdingte seng suen, weil ihn dummer den eng bestimmten Farf
so für Tänche kann herstellen, das für die Leute, die vielleicht Geschichten nicht kennen. Genau, und du hast natürlich froh. Was tut den dann du rausgesicht für die Kadererzählung, die immer nicht viel könnt an? Ich schließe direkt den Tweet froh mit un. Die Kadererzählung als das ein Kader, als das eine Geschichte, die ihn erzählt, oder inwiefern geht die sozialkritische Diagnostik, die dran ist, auch schon ein Interpretament für die anderen Erzählungen Bannengeschichte? So weit kann ich nicht. Glaube ich nicht, dass so weit gegangen ist mit der Kadergeschichte. Du siehst, wird wohl sozialkritische Inhalte. Und du auch doch nach die organistischen Inhalte, das heißt, dass die Leute, die wollen das verbessern quasi. Und das ist eben die Funktion von dem engen Doktor, was ein Idealist ist, und den ist dann opposiert vis-à-vis von seinem Direktor, was ein dicken Herr ist, den Empfang, das ist dann ein Pazinalen zwei Bourgeois, mit denen ist dann der Bourgeois, der will die Welt verbessern, und den anderen, der will dann, den ist nicht weiter interessiert, die Welt zu verbessern. Da ist nicht direkt vom Kader hier ein thematischen Übergang auf die anderen Geschichten, also die gedrehmten Deliren vom Jaco. Mhm. Vielleicht aber noch ein ganz klein froh zum wie die Bannenerzählungen an Kadererzählung angebaut gesehen. Wie nur dreienvollig festgelöst, tut immer ein bisschen einen Übergang gemacht. Entweder also der Bildübergang oder das einen akustischen Übergang gewirrscht. Wie ist das ausdiskutiert gehen an die anderen Szenaristen, BDisten, hatten die für dich eher Kadererzählung? Wir haben das war ja kollektiv gewirkt, ne? Und da sind dann hin und her gegangen, Skypen da Zoom gemacht, und du hast da los, wird sich dann herausgeschält, wo potenziell war für den Übergang zu machen. Und da war das dann ein Dialog, Deal wie was richtig. Und das ist dann abgegriffen, wie die zwei Quiseln an die Kapelle kommen, also was richtig dann so. Und auf anderen Plätzen, also dann mehr etwas Visuelles, das war von Platz zu Platz verschieden. Und wir haben ich gebe so, ich meine, mehr proposiert am Anfang gesagt, wer das, weil wir eine Reihenfolge aber festgelöst haben, wer da der Meier, wo du kannst nachkommen. Ich meine, so was da plus ou moins gegangen. Am Anfang, die anderen Szenarien waren quasi 4 und Eisen geschrieben, am ein bisschen anhand von denen Szenarien oder eben Synopsisen geguckt, wo du lernen kannst entstehen. Und natürlich, weil ich den Zeichner sind, heinst du nicht mal mit bildlich Lien gesehen, und dann haben wir eben mit dem Louis zusammen geguckt, okay, kennt das stimmen, wie ist mit der Reihenfolge von der Geschichte, wie soll man als echt abblenden, weil muss ich natürlich auch gucken, dass den Eisgeschichte hat ja einen Anfang, der relativ witzig ist, schon ein bisschen, und dann dramatisch lieber geht. Und dann war natürlich wichtig, für das man auch gucken mit den anderen Autoren, dass den Arc-Narrativ ein bisschen zur Geltung kommt. Ja. Und dann natürlich schon mal eben, voilà, wenn man bis eine Idee hat, de Louis und ich, für so einen Übergang zu machen, dann haben wir mit dem jeweiligen Zeichner oder Szenarist geschwatzt, ja, kannst du dir das so vorstellen, dass in Heinz Gage Propose kommen oder auch nicht?